Die Schweiz ist vor allem bekannt für schöne Natur, viel Geld, extrem gut aussehende Influencer. Aber auch für eine Sprache, die nicht mal die Schweizer selber verstehen. Doch wie schwer ist es für einen Deutschen, Schweizerdeutsch zu verstehen? Deshalb habe ich mich auf die weite Suche gemacht nach der größten Kartoffel von Deutschland und ich habe sie gefunden. Hallo, ich bin Max. Ich kann nur Hochdeutsch und jeden Akzent und Dialekt verstehe ich ganz, ganz schwer. Ja, und er macht sich immer lustig über meinen Dialekt, weil ich alles falsch ausspreche. Ich sage, ich habe ein sehr gutes Hochdeutsch. Was ist deine Beziehung zur Schweiz? Was sind deine Erfahrungen? Die Schokolade ist toll. Es kommt richtig viel aus meiner Community von da. Ich treffe immer Leute in random Squads und sonst wo. Die reden super witzig. Ist direkt geiler Content. Triffst du einen Schweizer in Fortnite, hast du gewonnen. Ja. Das ist es. Wir erraten heute mal wieder schweizerdeutsche Wörter. Die sind immer voll schwer, weil man es eigentlich gar nicht erraten kann. Aber das ist der Sinn vom Video. Kann man sich das so ein bisschen erschließen so? Gewisse Sachen schon, ja. Ich fange so einfach an. Ja. Und dann gehe ich ein bisschen schwerer, okay? Okay. Sind wir mit der Rollertour auch mal durch Schweiz? Ja, mit der Rollertour. Oh mein Gott, stimmt. Ja, da haben wir Fondue gegessen. Fondue, ja. Fondue. Velo. Das ist einfach. Du kennst Velo nicht. Velo. 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 Jeder Schweizer hat so ein Velo. Was? Was für ein Scheiß? Wieso ist das der einfache Begriff? Ja, ich dachte, das ist so ein Wort, das ist so ein Wort, wo die Deutschen noch so sagen, ah ja, okay, das ist ja der Klassiker. Das kann man sich nicht ableiten. Ist, glaube ich, Französisch. Wie viele sind in der Schweiz? Ist es ein Handy? Ein Handy wäre ein Nattel. Klar, klar. Klar. Ist das ein Fahrzeug? Du fährst oft mit dem Velo auf dem Trottoir. Ah, ist das so eine, sowas wie eine Straßenbahn? Nee. Eine Straßenbahn ist ein Tramle. Ich rate mal was, dann ist es falsch, oder sagst du noch einen bescheuerten Begriff? Nee, Velo ist tatsächlich Fahrrad. Ach du Scheiße. Fahrrad. Wieso, was heißt Fahrrad auf Französisch? Weil du meintest, das ist Französisch. Ich bin ja auch nicht mehr sicher, ob es Französisch ist. Ich habe schon so oft zu Niki gesagt, ey, nehmen wir das Velo oder weiß ich was. Ach geil, Oder echt? zu Frege, ja, drehen wir noch das Velo-Video. Was ist ein Znüni? Wie wird das geschrieben? Z-N-Ü-N-I. Das ist ein Feuerzeug. Nee, das wäre Fürzug. Wieso ist das so lustig? Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch macht, so Znüni. Ist so während der Arbeit macht man das vor allem, am Morgen. Ist das eine Vape? Eine Vape. Nee, das ist eine Chibab-Chichi. Morgens vor der Arbeit macht man sich ein Snüni. Ist das so wie eine Stulle? Gehört dazu, ja. Ein belegtes Brot. Nee, das war ja Brötli. Jetzt für alles ein Begriff. Nee, es gibt Znüni und Zvieri. Ja, wenn du so ein bisschen an Zahlen denkst, Zvieri. Das klingt nach Nach? 4. Ja, genau. Und Znüni klingt nach 2. 9. 9. 9 und 4. Irgendwas Brotähnliches für morgens mit 4 und 9. Zvieri ist Nachmittag. Snürni von 9 Abendessen. Aber morgens, ein Frühstück. Ja, ist so... Bei der Arbeit macht man so Znüni-Pause. Das ist so... 10:30 Uhr? Ja, so Kaffee trinken und was essen. 10:30 Uhr machen wir meistens hier Pause mit dem Knoppers. Nicht Frühstück, aber das danach. Weißt du, so Okay. ein Zwischensnack. Krass, also esst ihr so 5-mal am Tag. Ja, genau. Nice. Ja, aber so bei der Arbeit ist es wirklich immer so, du kommst, dann arbeitest du 2 Stunden und dann Znüni. Okay. Das ist so Kaffee trinken. So Und was war das andere nochmal? Zvieri. Das ist das gleiche am Nachmittag. Ja, da gehst du halt um 4 und trinkst einen Kaffee. Das ist bei uns einfach Kaffee und Kuchen. Ja, genau. Sag mal bei der Arbeit Kaffee und Kuchen? Ja, schon. Wirklich? Am Oft Nachmittag? treffen wir uns so, bei Familientreffen ein bisschen früher vorm Abendessen und gönnen uns noch um 15:30 16 Uhr Kaffee und Kuchen. Ja, okay, ja. Das ist schon sehr oft. Ja, das ist Zvieri bei uns, ja. Ja. Leute, bevor es weitergeht, gibt's kurz Werbung in eigener Sache. Denn Paulo Muck und ich machen am 4. Januar 2025 den Darts Creator Cup 2. Und etwas ist anders. Ultra viele Leute haben beim letzten Darts Creator Cup gesagt, ihr müsst das mit Publikum machen. Wir haben auf euch gehört. Live Music Hall am 4. Januar in Köln. Kommt vorbei, Bier trinken, Spaß haben. Es gibt Musik, es sind extrem geile Leute dabei. Wir wollen die Halle voll bekommen. Wir haben es so günstig gemacht wie möglich. 15 € kostet ein Ticket. Ihr kommt vorbei, habt eine gute Zeit. Link zu den Tickets ist in der Beschreibung. Adi Totoro und Paulo Muck präsentieren den Darts Creator Cup 2025 live aus der Live Music Hall in Köln mit Philo, Chapo 102, Max Schradin, Marc Eggers, Stefan Gehrig, Levi Penel, Paul Frege, Jonathan, Niki Stemmler, Fiontime und vielen mehr. Wer sich kein Ticket holt, wirft sein Leben lang die 26. Wieso schreibt Niki Stemmler hier Krei? Und Clip. Und er heißt einfach Kai. Und dann sage ich, wo ist denn dann er? Und ich höre da keinen R. Krei, der heißt Krei. Nee, Kai. Kai. Ja. Wo ist dann er? Digga, der heißt
einfach Kai und du nennst ihn Kai. Steht alles easy, Chat. Die lachen mit mir. Digga, der Name ist 3 Buchstaben. Gückeli. Ein Gückeli? Kommt's von gucken? Nee. Ist es ein Huhn? Ja? Ja. Ja, ist einfach richtig. Ja, Gückeli ist Huhn. Das wusste ich irgendwie. Warum wusste ich das? Es gibt den Gückeli-Wagen. Dieser Wagen, wo es halt so diese Chicken-Dinger gibt, der so Ja. an der Straße steht. So, wo die sich so drehen. Daher weiß ich es nicht, nee. Auf dem Oktoberfest gab es da Hähnchen, das hieß so ähnlich, kann das sein? Wahrscheinlich von Gockel. Vielleicht so Von einfach. Gockel, ja. Okay, ja. gut, okay. Hier steht 7% Steuern. Sehr gut. Weißt du, was das heißt? Ja, das Okay. zahlt ihr. Das ist wahrscheinlich einfach Postauto. 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 Ein Postauto. Das ist ja voll easy. Da ist oder? einfach nur noch ein zusätzliches Haar drin, oder was? Ein Post. Sagt ihr Postauto zu einem Bus? Das Ach Postauto? so. Ich dachte jetzt, das ist der Typ, der hier Die Post bringt. Ja. Ja, nee, das ist bei uns der Bus. Ach so, Der warum Bus. das denn? Ich weiß nicht. Das Postauto ist Nee, der weil Bus. glaube ich. Und wie heißt bei euch das Postauto? Postauto. Das ist einfach alles so. Okay, Nee, das ist, weil die Post hat bei uns früher die Busse gemacht. Checkst du? Ja. Ja. Oh, der ist gut. Was heißt Götti und Gotte? Das klingt ähnlich und sind zwei. Ist das ein Jungs und Mädchen? Oft ist es ein Junge und ein Mädchen, ja. Und es sind zwei. So, jeder hat das. Jeder hat Götti und Gotte. Du auch. Was denn? Es sind Personen Ja. in deinem Leben. Ja. Bester Freund und beste Freundin? Nee, aber dein bester Freund ist vielleicht mal Götti. Niki wird vielleicht mal Götti. Ist das sowas wie Schwager? Nee, aber es geht in die richtige Richtung. Onkel? Also vielleicht wird Niki in den nächsten paar Jahren mal Götti. Du kannst es entscheiden sogar. Wer Götti und Gotte wird. Noch ein Tipp? Es gibt, glaube ich, eine Serie oder einen Film, der den deutschen Namen davon trägt. Ein deutscher Film? Du entscheidest, wer Götti und Gotte wird. Und dein Bruder wahrscheinlich. Das Format ist so geil, weil Ja. eigentlich kann man gar nichts machen. Alle sitzen immer nur da. Ich sag halt irgendein Wort. Das will Ja. ich irgendwie so sagen. Bugu Bugu. Was gibt's? Was heißt das? Es ist nicht Schwager, nicht Onkel und nicht Trauzeuge. Nee, es gibt eigentlich nur noch etwas da. Du entscheidest ja, wer Götti und Gotte wird. Aber Selina entscheidet auch. Es gibt eine Serie, die heißt Der... ... Oder ein Film. Pate? Ja. Pate? Ja. Pate und Patin, wie sagt man? Patentante. Du weißt nicht, was ein Pate ist. Also das ist ja irgendwas, was du dann... Nee, ist das ein Kollege, dem man sagt, wenn mir was passiert, passt du auf die Kinder auf? Ja, genau. Hast du nicht einen Pate? Ich? Ja. Ich habe keinen Paten. Hast du Paten? Ja. Ich bin 30. Wieso brauche ich einen Paten? Ja, aber die hast du ja dein Leben lang. Wie heißt dein Paten? Okay. Götti und Gotte. Marc. Marc und Gabriela. Grüße gehen raus. Okay, ich dachte, du hast das. Krass. Krass. Okay, gut. Das war schwer. Das check ich. Dann gib mir noch eins, was ich Okay, check. okay, ich gebe dir eins, was du checkst. Check ich wieder nicht, wie Felo. Lurge. Nochmal? Lurge. 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 Luage. Lurge. Ist das Lauge? Nee, Oh. es ist ein Verb. Lügen. Nee, das war Lürge. Das ist genau gleich. Nochmal? Ja, es ist einfach schauen. Schauen. Ja, Lurge. Kennst du, sagt man das nicht im Deutschen? Nee. Ich lurg noch. Das ist Englisch, oder? Das sind ja nur CHs. Ja. 1, 2, 3, 4 CHs und ein SCH. Ja, Ruchi, Rechtli. ja. Das war aber nicht mal so schlecht. Ruchikaschle. Ist das ein Gericht? Nee, das ist eine, Ja? das ist ein Schrank in der Küche. Digga, was? Also Ruchi heißt Küche Ja? und Raschle heißt Kasten. Das ist ja wirklich, das ist ja schwerer als Englisch oder irgendwas. Das ist ja eine komplett andere Sprache. Ich finde jetzt auch, wenn ich das so vorlese, es klingt auch alles voll dumm. Wie kommt man von Ruchli auf Küche? Das weiß ist ja nicht. gar nicht. Ich weiß es Das nicht. könnte jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, Schwedisch sein oder so. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Ja. Anke. Nochmal? Anke. Ankre. Anke. Klingt wie Anker. Ist es nicht? Wie wird's geschrieben? Steht's da? A-N-K-E. Ankre. Deswegen Ja. auch Krei. Ja, ja, deswegen Kai. Von dort kommt es, glaube ich. Ja, das ist erstmal ein Frauenvorname. Ja, Anke Engelke. Jetzt nicht zum Beispiel. Aber was kann es noch sein? Hat das mit dem deutschen Begriff zu tun? Oder ist wieder völlig Fantasie? gar nicht, gar nicht. Gar nicht, geil. Dann ist aber einfach. Immer so kurze Begriffe, die es aber nicht im Deutschen gibt. Genau, das ist genau. immer einfach. Butter? Ja. Oh mein Gott, ja. Butter. A-N-K-E, Butter. Ja. Aber wie ist das zustande Ich gekommen? weiß es nicht. Ach, ja, weiß scheiße. es nicht. Scheiße. Ja, ich würde sagen. Damit war ich der Schlechteste. Ja, ich würde sagen, du warst der Schlechteste, hast aber 2 Wörter, glaube ich, würde ich als erraten. Okay, von Ja. 12. Poulet wusstest du, aber das war ein französisches Wort. Vielen Dank, dass du dabei warst. War Danke. sehr cool. Schreibt in die Kommentare, mit wem ich das als nächstes machen soll, bis wir keine schweizerdeutschen Wörter mehr haben. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und Max hat das letzte Wort. Ja, abonniert den Kanal. Gut. Nice. Ach, noch eins?